Wegen des Virus ist jeglicher Zutritt versperrt. Im Bruderholz herrscht Hochbetrieb und Maskentragepflicht. Der riesige Spitalkomplex steht am Stadtrand von Basel. Auf der Intensivstation betreuen Ärzte und Pflegeteams zurzeit 17 schwerstkranke Corona-Patienten, die künstlich beatmet werden. Ein Kampf um Leben und Tod. Gefordert ist ebenso die Spitalleitung, am Rapport um 9:30. Sie muss je nach Pandemieverlauf den Betrieb mehr oder weniger hochfahren und ist schon jetzt mit der neuartigen Viruskrankheit konfrontiert. Den Bettenstationen. Aktuell haben wir 36 bestätigte Covid-Fälle auf der Bettenstation, 28 Verdachtsfälle und wir haben aktuell 54 freie Betten. Sind es heute erst knapp 70 Corona-Patienten, soll das Bruderholzspital in der Kürze 350 Erkrankte aufnehmen können. Dafür mangelt es aber noch an einigem, wie beispielsweise Desinfektionsmitteln. Die Xylol-Tücher zur Flächenreinigung sind ausgegangen. Wir sind umgestiegen auf X-Wipes. Das ist ein ähnliches Produkt, wo wir aber selber die Flüssigkeit reinmischen müssen. Eben der Holzboot ist mit dem Sauerstoffversorgung. Dort bauen wir jetzt gerade die zweite Anlage auf. Super, dass das klappt, dass wir mal diesen Engpass bereinigt haben. Was wir jetzt gerade merken, ist ein Ansturm auf den Fast-Track-Abstrichzelt. Am Montag startet das erste Team aus dem Biershof mit 12 Personen auf der Teststation. Eines der Hauptprobleme, das an sich schon rare Pflegepersonal. Im Extremfall müsste der Bestand beinahe verdoppelt werden. Die schwierigste Aufgabe ist jetzt, überhaupt genug Teams aufzubauen, dass wir alle diese Stationen betreiben können, dass wir überhaupt genug Personal haben, um diese Challenge anzunehmen. Diese Herausforderung erlebt das Team der Intensivstation schon heute. Rund um die Uhr wird um das Leben der 17 Corona-Patienten gekämpft. Aus Kapazitätsgründen in längeren Schichten und kleineren Teams. Die grösste Challenge ist einerseits die psychologische Belastung von diesen schwerkranken Patienten, auch die intensivierte Arbeitszeit, die wir haben. Wir haben komplett auf 12-Stunden-Schichten umgestellt, bereits seit 2 Wochen. Und die verkürzten Ruhezeiten, die das Personal hat. Eine weitere Challenge ist wirklich der personelle Ausbau, dass wir das schaffen, was von uns gefordert wird, in genügend guter Qualität auch. Und eine dritte Situation, die sich in den letzten Tagen eröffnet hat, ist, dass der Nachschub der Lieferketten ein kritisches Problem ist. Wir haben zu wenig Medikamente im Moment, die im Nachschub kommen, und wir haben auch Engpass an Einmalgebrauchsmaterial, wie zum Beispiel ganz einfach Spritzen oder Infusionsbesteck. Notfalls sollen hier bis zu 60 Corona-Patienten behandelt werden. Für Spitalsoldatin Blickensdorfer, die auch zivil auf einer Intensivstation tätig ist, eine beängstigende Vorstellung. Wenn der Fall eintritt, dass es wirklich 60 Patienten werden, dann gehe ich mal davon aus, dass es schon recht heftig wird. Ja, dass jeder dann wirklich säckelt. Heftig geübt wird auf der 4. Etage. In der sogenannten Modellstation erhalten alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Spitaleintritt Intensivschulungen zu Corona-Hygieneschutz in sämtlichen Spitalabläufen und eine Einführung ins Computerklinik-Informationssystem. Das investiert man aus einem Grund so viel, weil man einfach so das Personal innerhalb von 24 Stunden, sage ich jetzt einmal, abholen kann und am nächsten Tag einsatzbereit ist. Also wir haben es jetzt wirklich geschafft, dass wir so effizient sind, dass alle neuen Mitarbeiter, die an diesem Tag gekommen sind, gerade auch die Schulung hatten, dass sie am nächsten Tag gerade loslegen können. Dass es sehr viele zusätzliche Hände brauchen könnte, zeigt sich in der Notaufnahme. Hier, wo einst die Ambulanzwagen parkiert wurden, ist nun eine Zusatzstation mit 14 Notbetten installiert. Für den Fall, dass es wegen Corona Massennoteinweisungen geben würde. Man muss damit rechnen, dass von 100 Leuten, die von dem Coronavirus infiziert sind, 15 bis 20 ins Spital kommen und etwa 5 auf eine Intensivstation kommen. Da muss man im Voraus planen und das machen wir. Und wir sind bereit, falls es dann so viele Leute werden. Dass es nie so schlimm kommt, hoffen im Bruderholzspital alle. Denn das Szenario des Kanton Basel-Land, bis zu 350 Corona-Kranke zu behandeln, brächte ein ganz neues, ethisch schwieriges Thema aufs Tapet. Wir haben am Schluss auf eine gewisse Anzahl von intensivmedizinischen Betten. Wir werden unter Umständen mehr Patienten haben, die das bräuchten, als wir zur Verfügung stellen können. Und dann müssen wir interdisziplinär mit der Familie
besprechen, welche Patienten können wir jetzt auf eine Intensivstation nehmen und welche können wir nicht auf eine Intensivstation. Und das werden sicher sehr belastende Momente für unsere Mitarbeitenden. Das Virus fordert das Baselbieter Kantonsspital als Corona-Hotspot bis auf Weiteres intensiv.